Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Mein Heimatort Neuburg ist bekannt als Schiffer- und Fischerdorf. Auch wenn wir es wohl nicht mit großen Seefahrernationen wie den Spaniern, Engländern oder Griechen aufnehmen können. Uns eine Liebe zum Wasser. Und wer ein echter Seefahrer ist, hat auch so etwas. Ein sogenanntes Seemannsgrab. Wofür das Herz steht, sollte jedem klar sein. Die Liebe. Das Kreuz, auch recht einfach, der Glaube. Der Anker, ein Symbol für Hoffnung. Die bildliche Darstellung aus dem ersten Brief an die Korinther. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Seeleute auf der ganzen Welt fühlen sich mit Paulus seit Urzeiten verbunden. War Paulus doch selbst mit auf dem Mittelmeer unterwegs und auch schiffbrüchig. Und dem Vertrauen auf Gott, der Hoffnung auf ein gutes Ende der Reise und der Liebe, die im letzten Hafen oder in der Heimat gewartet hat, ein einfaches Bild zu geben, haben sie sich diese drei Symbole unter die Haut stechen lassen. Die drei Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung sind ein knappes Glaubensbekenntnis, worauf es im Leben ankommt. Sie entspringen ein Grundbedürfnis der Menschen nach Halt, Vertrauen auf eine höhere Macht und dem Gefühl von Geliebtsein, Geborgenheit und Gemeinschaft. An etwas glauben, auf etwas hoffen und jemand lieben, gehört zum Menschsein dazu. Wir atmen, essen und trinken. Ohne das kann niemand überleben. Wer diese Bedürfnisse und Wünsche ignoriert, sagt Paulus, dessen Leben ist zu nichts nütze. Jemand, der Dinge bloß tut, weil man sie eben tut, weil es gesellschaftlich angesehen ist, der oder die handelt hölzern und wohl. Man muss die Dinge, die einem wichtig sind im Leben, mit Engagement, mit Herz und Überzeugung anpacken. Mit der Hoffnung für sich und andere, dass die Welt sich verändern kann, wenn wir alle mithelfen. Mit der Liebe zu den Dingen, die wir sagen und tun. Und zu den Menschen, die uns wichtig sind, um uns herum leben und arbeiten und etwas bewegen wollen. Und mit dem Glauben daran, dass Gott die Welt geschaffen hat, um etwas Gutes daraus zu machen und uns dabei zu helfen, das Gute auch zu verwirklichen. Glaube, Liebe, Hoffnung im Gleichklang. Aber warum ist die Liebe dann am größten? Wenn sie doch nur im Gleichklang mit den anderen beiden Elementen Glaube und Hoffnung funktioniert. Fragen wir einen Bäcker, welche Elemente ein Brot ausmachen. Salz, Wasser, Hefe, Mehl wird als Antwort kommen. Wenn wir uns nun einig sind, dass Brot ohne Salz eher fade schmeckt, werden wir das Salz als wichtiger erachten als Mehl, Wasser, Hefe. Aber ist das wirklich so? Brot ohne Salz ist denkbar, aber ohne Mehl, ohne Wasser, schwierig. Paulus geht es nicht um das irdische Leben. Hier sind Glaube, Liebe, Hoffnung nur zusammen brauchbar. Nur mit Liebe allein geht es nicht. Die Liebe allerdings ist das langlebigste unter den dreien. Wenn wir am Ende unseres Lebens im Himmel ankommen, dann braucht es keinen Glauben mehr. Wir sind bei Gott, können ihn endlich klar und deutlich sehen, so wie er wirklich ist. Die Hoffnung ist dann auch obsolet. Wir werden alles haben, was wir uns erhofft haben. Die Verheißungen von Jesus und Gott sind in Erfüllung gegangen. Die Liebe zu Gott wird aber auch im Himmel weitergehen und immer weiter wachsen. Am ewigen Zeitstrahl gemessen ist die Liebe also tatsächlich die größte unter den dreien. Ciao. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.